Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of Duel Link Evolution mit Duell der Drachen. Ja, Duell der Drachen. Da habe ich irgendwas anderes gehört in der letzten Folge. Das war irgendwie ein Angriff der Kackpflanzen. Ganz ehrlich, meine Güte, so muss es aber endlich besser laufen. Aki Isinski, Gesundheit. Was mache ich falsch? Ich meine, klar, hängt natürlich auch viel vom Kartenglück ab, aber trotzdem so viel Pech. In der letzten Folge hatte ich irgendwie auch selten. Gut, sie macht eine Standarderöffnung, da habe ich nichts gegen. Dringender Empfang! Während der Battlephase, sofort nachdem dieser Effekt ausgelöst wurde, beschwöre ein Synchromonster. Ja, die Karte ist cool. Müsste auch im gegnerischen Zug gehen. Wilder Tornado. Gut, sind doch auch mal. Sie eine Karte. Nee, mache das mal noch nicht, aber ich setze mal Stachelschraubenigel verdeckt. Und aktiviere die Zauberkarte Stimmen. Für den Gerümpel-Synchronisierer. Oh, Schrei der Untoten ging weg, okay. Also, mögen das flott ein Synchromonster rufen, wenn es geht Sternenstabdrache. Das könnte schwierig werden. Oh je. Das wird schmerzhaft sein. Oh. Schildkrieger. Den sehe ich aber gerne. Okay, doch nicht. Gigapflanze. Das Scheißvieh schon wieder. Ja, wird langsam enger. Mach mal das Teil und setz ihn mal verdeckt. Ja, eine Idee habe ich schon. Was eine gute Idee ist, aber noch nicht so sicher. Nee, bringt ja nichts. So, Festungskrieger. Ja, speichere mal auf. Erstmal rufe ich Gerümpel-Synchronisierer. So, Schlauchschraubenigel zurück. Die Kette, nee, aber den Effekt werde ich gleich aktivieren. So. Theoretisch könnte ich jetzt schon mal Gerümpelkrieger rufen. Weil ich ja die benötigte Anzahl an Stufen habe. Ich hätte aber gern Sternenstaubdrache. Was mache ich jetzt also? Ich nehme oder aktiviere, geben und nehmen. Und zwar gebe ich hier mal da Bohrsynchron, kann sie gerne haben. Dafür puste ich sein Level hoch. Ich jetzt mit Wilder Tornado macht's oder was? Aha! Bringt dir noch nichts. Nee. So. Und jetzt kann ich als Sternenstabdrache rufen. Synchrobeschwörung erscheine. O mächtiger Sternenstabdrache! Okay, es aktiviert nichts. Bin ich natürlich sehr froh drum. Das heißt, ich schmeiße jetzt mal ihre Gigapflanze vom Feld, weil da habe gar keinen Bock mehr drauf auf das Vieh.
Okay, ich kann den Effekt jetzt nicht nutzen. Ich habe mir nämlich gerade überlegt, sollte ich jetzt vielleicht Sternschnuppdrache als Effekt nutzen, um die Karte zu negieren, weil Sternschnuppdrache wird dann am Ende des Zugs, am Ende des Zugs wieder zurück aufs Feld kommen. Und dann dachte ich mir so, hey, komm wieder Tornado. Da heißt ja, falls diese gesetzte Karte so schon. Okay, gut. Mein Fehler wieder mal. Ich hab's überlesen. Ich habe quasi im Kopf gehabt, falls diese Karte vom Feld auf dem Friedhof landet. Oha. Ja, das ist zumindest ein Duell der Drachen. Jetzt kann man nichts mehr sagen. Ich würde so gerne Sternschnuppdrache als Effekt nutzen, aber bringt da einfach nichts. Auch Schildkrieger als Effekt nutzen. Ja, geil. Klappt dann nur einmal. Danach kommt bereits der zweite Drache. Aber der Rosendrache. Und damit ist die ganze Soße schon dann gegessen, Freunde. Und es ist eigentlich auch vorbei für uns. Kampfgeist. Hätte denn der Zug früher kommen können? Ja, also die Runde ist wieder verloren. Weil ich einfach zum Teil diese Karteneffekte nicht genau lese. Und nicht genau lesen will. Aber zum Teil das Gefühl. Nochmal ein schwarzer Rosendrache? Ja gut, warum auch nicht, war. Wisst ihr, im letzten Zug hat sie den schwarzen Rosendrachen kaum genutzt, jetzt nutzt sie ihn ständig. Hä? Schade. Hätte ja klappen können. Okay, das war jetzt mal Aufwärmen, Freunde. Mann, die letzte Folge war schon zum Aufwärmen. So, jetzt reißt mir ab wirklich. Schluss mit lustig. Bisschen ernsthaft. Ach, was haben wir Schönes? Begrenzte Überwachung. Falls die Karte auf den Friedhof gelegt wird, wie könnte ich das herbeiführen? Schildkrieger. Feld. Ja, da wäre eine Option. Von der Hand einfach ablegen wäre auch eine Option. Ausrüstungsschuss finde ich irgendwie, keine Ahnung, eine seltsame Karte. Ich brauche irgendwas Ähnliches, um das zu nutzen. Mal Gerümpel synchronisieren, aber. Okay, warte mal. Nehmen wir das, machen geben und nehmen. Begrenzte Belastung, vielleicht fliegt er mal auf den Friedhof, das könnte ja sein. Ausrüstungsschuss, keine Ahnung, welchen Zusammenhang ich den jetzt nutzen soll. Wenn ich sehe, zumindest eine Zauberkarte wie, keine Ahnung, der freundliche Volt oder sowas hätte, dann wäre es was anderes, aber so. Tempokrieger, da bist du ja. Mach ein bisschen Tempo, mein Krieger. Jo, bitte Effekt aktivieren. Nee, ja. Nee, doch nicht, offenbar. Ja, aber der nützt mir gerade momentan nichts. Nein, aber gesagt nein. So. Ja, muss ich nochmal deaktivieren, so. Rosententakel, was kann die schon wieder? Autschen. Das tat weh. Kampfgeist. Jetzt könnte man theoretisch den nutzen, falls man wollte.
Ja, irgendwas mit Drachen war. Egal, erstmal Gerümpelsynchronisierer. So, du holst bitte mal Tempo-Krieger zurück. Dann habe ich dann noch einen anderen Krieger auf dem Friedhof. Behalte ich mal noch. Ich könnte jetzt natürlich hier Gil nehmen nutzen. Schildkrieger bei ihr hinsetzen und ja. Wobei, warum eigentlich nicht kommen. Da wandert dort nachher wieder auf meinem Friedhof. So. Und weil es vorhin so schön war, gleich nochmal. Sternstabdrache. Jetzt aber hoffen zum letzten Mal. Der Drache, ey, alter Schwede. Bislang habe ich ihn in den Kürzen gezogen. Ich muss das jetzt mal ein bisschen ändern. So, dann aktiviere ich mal Kampfgeist. Sternstabdrache. Vernichte ihre Rosenhexe. So, nichts damit irgendwie opfern für eine stärkere Rose, sag ich jetzt mal. Die Karte ist wieder so ein Quatsch mit wegen alles im Verteidigungsmodus platzieren. Kann man durchaus vorstellen, wa? Sternstabdrache, greif an. Das war sowas von klar. Ey, dieser Scheiß-Effekt, ich kotze im Strahl. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, ach, dieser Steak ist extra so aufgebaut, um Sternstabdrachen entgegenzuwirken. Das ist doch Wahnsinn. Hallo, schwarzer Rosendrache. Lange nicht mehr gesehen. Nö. Sehe ich nicht ein. Das, Freunde, das nenne ich ein Duell der Drachen. Welcome back, Kumpel. So, jetzt läuft es mal endlich so, wie es auch laufen sollte. Meine Fresse. Und bitte einmal stimmen. Bo-Synchron. Nehmen wir mal Gerümpelsynchronisierer. Mein Lieblingsbuddy. Nein! Ausgerechnet die Karte. Egal. Ja, kann so sonst nichts machen. Also, Sterndrache, bitte mal den zerstören. Sie hat die Karte endlos, kann das sein? Gut, sie kann sie maximal 3-mal im Deck haben, ja, aber trotzdem. Hä? Willst du jetzt kopieren? Sonst noch Gerümpelkrieger, wa? Da hatte gerade, ich könnte ja Gerümpelsynchronisierer rufen und damit das Synchro beschwören. Er kann ihn rufen. Aha, doch, geht ja. Komm zurück, Tempokrieger. Eine Stufe 5. Geht Abstimmgeschirr auch noch rein. Dann rufe ich mal noch ihn da. Durch seinen eigenen Effekt aufs Feld. Switch in Angriffsmodus und dann mache eine Spezialbeschwörung, aber nicht für den da, sondern für den Gerümpelkrieger. Und zwar mache ich es so. Warum? Das seht ihr gleich. Für den Boosto. So, jetzt kommt es mal da oben hin.
Yo, Mann. Gerümpelkrieger ist in der Haus. So. Jetzt ist es so, alles so, wie es eigentlich sein sollte. Der Hälfte das sind Monsters vom Friedhof zu. Warte mal. Machen wir es doch mal anders. Dann machen wir den und den da. Okay. Also für den Fallsring was kommen würde. Weil ich noch die Fallenkarte hätte hier Ausrüstungsschuss. Deswegen dachte ich mir so, man könnte es auch riskieren, aber. Ah, weil er gerade angegriffen hat, deswegen. Okay. Bo-Synchron rufen, um den nochmal wegzuschicken. Ja, aber. Nee. Ja, das Problem, jetzt würde natürlich Ausrüstungsschuss nicht mehr ziehen, weil Gerümpelregen vom Gerümpelkrieger ausgerüstet ist und der ist im Verteidigungsmodus. Deswegen wird jetzt die Fallenkarte nicht mehr funktionieren. Na, ganz ehrlich, was soll Akis noch machen? Also. Bei aller Liebe. Kraft des Geistes. Oh. Könnte man theoretisch auch machen, aber keinen Bock drauf. Komm schon, Gerümpelkrieg jetzt. Bitte mal beenden. Finishen, komm schon. So, und endlich ging sie down, ey. Aber wir hatten unser Duell der Drachen, tatsächlich. Akisa. Ich glaube, du hast genug Schaden für einen Tag angerichtet, Herr Fudo. Akisa, komm jetzt zu mir nach Hause. Was ein Perversling, ey. Das Fortune Cup Finale. Oh, nochmal ein Duell der Drachen. Super. Nach dem Duell mit der schwarzen Rosenhexe hat Yusei Goodwins Pläne in Bezug auf den feuerroten Drachen aufgedeckt und ihn zur Rede gestellt. Goodwin, es ist an der Zeit, uns aufzuklären. Ich will die Wahrheit wissen. Schwer für Begriff, Yusei, es geht um dieses Mal, darum geht's. Er will die Macht des feuerroten Drachen, also versucht er jeden, der einen Drachen hat, in seinen Klauen zu bekommen. Er hat mich belogen, mir Honigmaul geschmiert und mich manipuliert. Nur deswegen bin ich hier. Aha. Ach komm schon, es klingt so, als wäre ein Monster. Jack, du wolltest doch Turbo-Duell-Champion werden und das bist du ja auch. Ja, aber ich wollte diesen Titel verdienen. Aha. Mach den nicht lächerlich. Ich kannte Yusei überhaupt nicht. Bis du in dem Abend in der Arena gegen ihn angetreten bist. Du hast auch was du wolltest. Yusei ist hier, stimmt? Also lass deine Freunde gehen. Ich will ein ehrliches Duell. Keine Drohungen, keine Tricks und so. Nur wir. Nun, wenn mein Champion das so wünschen, soll es so sein. Und so begann der Kampf zwischen Yusei Fudo und Jack Atlas. Du hast keinen Mumm! Ja. Also, Freunde. Soll es so sein? Sternschartdrache gegen den Rotdrachen Erzunterwelt. Erneut ein Duell der Drachen. Und Jack hat sowieso irgendwie ein Drachendeck, also wird sowieso lustig. Aua, die Karte habe ich übrigens auch, ja. Vielleicht hat sowas haben wir hier Schönes. Das gleiche wie bislang. Okay, warte mal, Hypersynchron. Was war denn das offene Monster während der Endphase? Die Frage, ob das im Sternschartdrachen auch gelten würde. Dass es irgendwie umgehen könnte, theoretisch, aber hey. Erstmal Verstärkung für die Armee. Nochmal einen
schönen Tempokrieger. Dann setze ich mal den noch verdeckt. Gucke mal, was Jack jetzt so macht. Ja. Warum wusste ich, dass er das macht? Hä? Das ist gar keine Synchrobeschwörung. Was soll das denn? Hä? Jetzt macht das? Okay. Das Problem, ich kann schon Feuermeteor nutzen. Zum Beispiel Tempokrieger ablegen. Und Abstimmgeschirr als Beispiel. Ich kann mit dem Effekt vom Grümpelsynchronisierer ihn zurückholen. Aber bringt mir nicht viel. Mit Hyposynchron. Ihr braucht irgendwie zum Beispiel Hyposynchron. Das Abstimmgeschirr plus Tempokrieger. Irgendwie brauche ich jetzt mal schnell eine Karte, mit der ich mehrere Monster aufs Feld holen kann. Weil sonst wird es ein kleines Problem werden. Was macht der schon wieder? Schildflügel. Ah, der kommt mir wie gerufen. Obwohl, warte mal. Jacks Effekte. Ich weiß noch. Das Problem auch im nächsten Zug, ich kann halt immer nur ein Monster rufen. Ne? Jetzt wünschte ich mir, es wäre ein Rush-Duell. Jetzt wäre es praktisch. Oh nee, der auch noch. Ich habe keinen Schimmer, was er machen soll, Freunde. Eigentlich sind wir ehrlich, kann ich gar nichts machen. Nö, bin völlig aufgeschmissen. Hyposynchron rufen, beziehungsweise mit Hyposynchron halt synchronisieren. Ja, das wäre eine Option gewesen, aber ich habe keine Chance dazu. Ich kann Tempokrieger rufen, ja, um den zu zerstören. Das wäre eine Option. Könnte der Grümpelsynchronisierer rufen, um da einen zurückholen. Zum Beispiel Schildflügel. Mit der Effekt natürlich geblockt von ihnen, da bringt irgendwie auch nichts. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Da muss jetzt wirklich alles passen. Habe ich jetzt wirklich zu spät aufgehört B zu drücken, habe ich es wirklich weggeklickt. Weil ich wollte einen Effekt von Schildkrieger nutzen. Da ist halt der Quatsch in der Sache. Schade, weil dann hätte er noch eine Chance gehabt, weil so... Nee. Herabfallender Stern, er wäre halt dafür gedacht, damit ich ein weiteres Synchromonster quasi... Synchromonster ja auf dem Feld habe, logischerweise, damit es halt auch synchronisieren könnte. Nee, komm, da bringt nichts mehr. Das Duell haben wir verloren, Freunde. Aber gut, wir haben ein bisschen Einblick bekommen in Jacks Karten. Und ja, da werden wir hoffentlich eine nächste Folge machen, Freunde, wa? Und hoffentlich hat Yusei ein bisschen bessere, oder irgendwie, dass er ein bisschen was Besseres zieht. Ich meine, ich finde seine Empfängermonster ja cool grundsätzlich, auch die Vielfalt. Aber es fehlt an Speed. Seinem Deck, einem Turbo-Duellanten fehlt es an Speed. Ich kann das kaum aussprechen, aber es ist so. Er hat 0 Speed in seinem Deck. Das ist so mühsam, ey. Oh Mann, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.